Ja, hier sei ich beinand und einen Sakrischgurden. Jetzt Kasperl. Ja. Ich hab's gestern ganz ehrlich verpennt, dass der liebe Rainer ein Video rausgemeldet hat. Wir schauen uns das Ganze heute beim Spiegellord an. Ich habe keine Ahnung, was eine Actimel-Challenge ist. Aber bin ja fleißiger kleiner Hater. Ich habe mir gedacht, die Info könnte wichtig sein und habe mir mal so rausgeschaut. So einer von diesen kleinen Becherchen Actimel hat 100 Gramm, hat 72 Kilokalorien und 10,5 Gramm Zucker. Ich habe mir gedacht, das könnte unter Umständen von Bedeutung sein. Ich nehme mal an, Actimel Challenge heißt, man muss irgendwie entweder, man muss sich irgendwas anschauen, wenn irgendwas kommt, muss man oder man muss so und so viele Actimels trinken. Ich weiß es nicht. Ihr habt ja wahrscheinlich einen größeren IQ, vor allem weil ihr wahrscheinlich die ganzen anderen Sachen gestern schon gesehen habt. Aber deswegen hocke ich mir jetzt da in aller Früh hin und schauen wir das Ganze mit euch, für euch an. Und dann würde ich sagen, der mit langem Rand, geh mal einer in Rainer. Metal Leute, Servus und ein herzliches Willkommen heute bei einem kleinen Challenge-Video. Ja, Metal, du mich auch. Du hast nämlich Metal-Verbot. Wurde dazu überredet, ja? Wieder. Er wurde zu was überredet. Das ist schon lange nicht mehr passiert. Die letzte Challenge, zu der er ja überredet wurde, die ich mitgekriegt habe, war, es kannst du ohne dich mit den Händen abzustützen von der Zahncouch aufstehen. Da hat er sich richtig gefühlt, als es dann nach ein paar Minuten und irgendwie sich vorne ganz weit an den Rand hinrutschen tatsächlich irgendwie geschafft hat. Köstlich. In Wahrheit stehen 50 Mann hinter der Kamera, also, ne, und halten mit scharfen Waffen auf mich. Ui, da haben wir wieder ein Clown-Frühstück da. Ich habe gar nicht gewusst, dass das bei Ja auch gibt. Clownsfilet. Ja. Haltungsform, ja, 1 war die mieseste, glaube ich, ja. Auf jeden Fall. Die Clowns werden definitiv in ganz miesen Verhältnissen gehalten, geschlachtet und ihm in den Schlund geworfen. Und zwar machen wir eine Actimel Challenge. Die Idee kommt, wie gesagt, von Freunden von mir, aber letzten Endes ist die Idee ursprünglich von Excel. Letzten Endes. Seit wann machst du denn Sachen, die Excel macht? Ich hätte gedacht, du magst Excel gar nicht. Ich weiß, der hat irgendwie 22 gesoffen, Actimel. Und meine göttliche Challenge ist heute, also ich sitze hier ein Bäckchen mit je 6 Stück. Wäre auch geil, wenn du es richtig rum in die Kamera halten würdest. Vielleicht auch länger wie... Oh, egal. 22 hat der andere gesoffen. Okay. 22. Geben Sie mir eine Sekunde. 22 mal... Ja, ich nehme das mit dem Taschenrechner, weil... 1600 Kalorien hat Excel gepackt. Das ist nicht schlecht. Schauen wir mal, was Rainer kloppt das weg. Nee, Quatsch. Mit je 8 Stück. Und genau. Ja, wir sind spiegelverkehrt unterwegs. Oder hat jetzt der andere Zahlen doch noch Metal aufgesagt? Ich würde das jetzt auch zeigen, aber ich möchte jetzt hier nicht mit der Kamera. Nee, wir sind spiegelverkehrt, definitiv. Ich weiß auch nicht, was das hier ist. Diese Spotlight, das ein bisschen ausschaut wie Kino aus den 20er Jahren. Ich habe keine Ahnung. Warum hast du es dann nicht gleich auch noch schwarz-weiß gemacht? Und so komischen Klaviergedings im Hintergrund. Wäre Sache. Rumfuchteln. Deswegen machen wir es ganz einfach. Ich werde die trinken und werde im Nachhinein die Actimels
werde im Nachhinein dann die Actimates nach und nach zählen, Rainer. Zählen. Ich weiß, du bist da drin nicht gut. Im Übrigen ein wunderschönes Bild. Aber das Wort heißt zählen. zählen. Ja. Gern geschehen, Rainer. Gern geschehen. So. Man könnte natürlich, also wenn man jetzt Profi-YouTuber wäre, hätte man da im Hintergrund seinen Greenscreen aufgehängt, hätte dann ein dementsprechendes Bild praktisch dahin gemacht als Hintergrundbild, hätte einen Counter mit eingebaut oder den Nachhinein drüber gelegt, dass man sagt, hier 1, 2, 3, hier, einige von euch schauen ihn auch, ich weiß es aus meinen Kommentaren, Beard meets Food Guy, der wenn Challenges macht, wo er, keine Ahnung, so und so viele Big Macs verdrückt. Da hat er oben auch einen Counter drin, da hat er dann ein kleines Big Mac-Symbol oder sowas. Das ist nicht viel Arbeit, aber das ist Liebe fürs Detail und das ist was, wo man merkt, okay, demjenigen macht das Spaß und nee. Er so, ja, nee, ich hau das jetzt einfach rein und dann zähle ich das am Schluss. Aber es wird halt schwierig, weil er bloß 10 Finger hat, aber wir werden sehen. Sieht schon heftig aus. Ich habe hier 1, 2, 3, 4. Er ist verdächtig gut drauf, oder? Jetzt hatten wir eine Zeit lang nichts mehr gehört von ihm und jetzt ist er verdächtig gut drauf. 5, 6. Ich habe hier 7 Reihen mit je 4 plus einen. Sollten insgesamt 30 Stück sein. Wir werden es sehen. Gut, fangen wir mal an. Natürlich gut schütteln. Er blendet tatsächlich Actimel Challenge ein. Ja, sauber. Natürlich ist es unpraktisch, dass ich gerade gegessen habe. Ja, das ist nicht unpraktisch, das ist hageldumm, Rainer. Das ist. Ich esse doch nicht, bevor ich so eine Challenge mache. Es ist eine Challenge, wo ich möglichst viel Nahrung in mich irgendwie rein schaufeln, schütten, sonst was muss. Da esse ich doch vorher nicht. Das ist doch blöd, oder? Hätte ich vielleicht ein bisschen warten sollen. Ja, vielleicht. Ich schlag doch zum Wetttrinken auch nicht mit 2 Promille auf. Boah. Das ist die 1. Er hat tatsächlich einen Counter eingebaut. Leck mich am Arsch. Damit hätte ich nicht gerechnet. Also, okay, das ist der ohrfältigste Counter, den ich in meinem Leben gesehen habe, aber es ist einer. Ich hätte nicht erwartet, dass er sich so viel Mühe gibt. Ich sag, es ist keine große Mühe, aber. Ich habe sowas echt noch nie gemacht. Ne, Schütteln vergessen. 2. Schau ich ihm jetzt noch 10 Minuten dabei zu. Das tut mir nicht alles. Aber dann wäre es wenigstens ein schnelles Video. Man hätte zum Beispiel auch, also was andere Leute, die solche Challenges machen, auch ganz gerne machen, ist vorher das irgendwie so ein bisschen auf dem Tisch drapieren und dann einmal mit der Kamera da vorbeigehen oder sowas, dass die Leute eine grobe Idee davon bekommen, wie viel da jetzt tatsächlich da ist. Vielleicht von einem Mitarbeiter wegfilmen, dass du es dann vor dir auf dem Tisch hast, wo die Leute dann sehen, wie viel hat er schon, wie viel braucht er noch. Ha? Wo rede ich? Alter, ich speib gleich. Ja, wie er sich das... Oh. Bier. Bier hilft. Eigentlich war mein Plan, jetzt zu sagen, bei der 4, so 4. Und mehr mache ich nicht, weil es wäre Verschwendung, aber scheiß drauf. Rainer, alles, was du dir in den Schlund kippst, ist Verschwendung. Alles. Weil von deinem Wahlblubber kannst du 2 Jahre lang leben, ohne dass du auch nur 1 Kalorien zu dir nehmen musst. Du kannst die nächsten 2 Jahre nur vom Wasser leben und würdest nicht verhungern.
Zu viel Zeit verschaffen. Ja, klopf nur ein bisschen auf den Deckel, so wie bei deiner Monsterdose. Fünf. Okay, da macht diese Scheiße. Das ist auch wieder der super professionelle YouTuber. Es sei mal dahingestellt, ob jetzt da tatsächlich jemand ist oder nicht. Ich weiß, einige von euch wollen da irgendein Knacken oder sonst was gehört haben. Sei es drum, wenn da tatsächlich jemand ist. Es ist unprofessionell as fuck. Der Mann verdient damit seinen Lebensunterhalt. Ja? Niemand, der das professionell macht, stellt dann da noch jemanden hin und grinst da blöd drüber. Nicht lachen. Sechs. Alter, es ist, komm, jetzt ehrlich, Rainer, du machst mich schon wieder matt. Jedem Ding. 6, und dann jedes Mal beim Trinken rüberschauen und lachen. Alter, Zustand kriege ich da. Wenn ich lachen muss, kann ich nicht trinken. Ja, dann hör halt auf, du Dulli. So. Ja, danke, Rainer. 7. Es ist auch ganz komisch, dass jetzt irgendwie in jedem Video dann wieder irgendwer zufällig dann in der Nähe ist, den er dann da. Wenn's Kissen fliegt, wissen wir Bescheid. Es ist schon ein wenig wie ein Autounfall, oder? Ein bisschen. So. Damit wären wir jetzt bei der 8. Das heißt im Klartext, wir haben schon ein Päckchen Actimel durch. Eine Actimel, das ist halt aber auch irgendwie doch so eher so ein bisschen zähflüssiges, ja? Süßgetränk. Ich glaube, das speibt sie ganz reidig. Und ich glaube, das steht ihm heute noch bevor. Weil wenn er davor schon gegessen hat, dann hat er sie davor irgendwie 3 Döner oder 2 Subway-Sandwiches ins Gesicht ballert. Und wenn er sie jetzt dann irgendwie, keine Ahnung, 40 von diese Actimel-Dinger da drauf schüttet, dann speibt er im Strahl. Ich werde hier nachher so das Klo verstopfen. Du verstopfst immer das Klo und ja. Egal, was du machst bei deiner Ernährung. Ja. Ich sag bloß, ja, South Park, die Folge, wo Eric mit der Hähnchenhaut die Kloschüssel sprengt. Das ist so, stelle ich mir das vor bei ihm. Das Geile ist, ich muss jetzt hier lachen. Ich will weiter trinken und muss lachen. Das ist ärgerlich. Das war jetzt die 9. Alter, wie er zählt. Wie er, aber fast so gut wie ein Drittklässler. 10. Ich krieg grad ein bisschen Ralph Wiggum Vibes. So. Miss Hoover! Zwischendurch Luft schaffen? Platz schaffen? Alter.
Das ist sein Qualitätscontent. So, damit verdient der sein Geld. Das war die 11. Übrigens habe ich jetzt andere Actimels wegen Dummheit. Habe ich vor Actimel, aber ist was anderes drinnen. Ja, schön, wenn du es an die Stelle hältst, die schwarz ist von der Kamera, damit es auch keiner sehen kann, du Dolly. Also anderer Geschmack. Das soll ja nicht langweilig werden. Das war die 12. Wisst ihr, was witzig ist? Ja, witzig ist, dass das für dich wahrscheinlich überhaupt keine Challenge ist, weil du dir sonst auch irgendwie 3 Liter Schwipschwapp oder literweise Monster ins Gesicht schüttest. Und weil es dir vor überhaupt nichts graust. Ich habe es mir jetzt diese Woche gekauft. Wir haben jetzt den 16. Und der Witz ist, hätte ich die Challenge am 9. gemacht, wäre der ganze Scheiß hier im Angebot gewesen. Tja, Rainer, scheiße gelaufen. Aber der Witz ist, so sind wir auf die Idee gekommen. Dann haben wir jetzt die 14. Der hier noch habe ich die Hälfte geschafft. Oh, ich bin zuversichtlich. Ja, das will ich allerdings auch. Du bist ein Loch ohne Boden, Rainer. Das haben wir immer gewusst. Also. Nur wie gesagt, ich finde, ich hätte es vielleicht nach dem Essen machen sollen, also Zeit lang warten sollen. Es ist zu spät natürlich. Aber ich habe mir natürlich auch noch Nachschlag geholt beim Essen. Das war natürlich so intelligent. Ja, erstens, das haben wir gewusst. Zweitens, dass du nicht der König der intelligenten Entscheidungen bist, ist hinreichend bekannt, Rainer. Das ist hinreichend bekannt. Wenn dem nicht so wäre, würde ich jetzt hier nicht sitzen. Aber egal. War das jetzt die 15? Jetzt habe ich ihn vorher so schön gelobt, weil er so gut gezählt hat. Aber ja, wir sind ja auch schon über seine Kapazität von 10 Fingern rüber. Ja. Jetzt müsste er theoretisch die 10 benutzen, aber ich glaube, die will er sich selber nicht anschauen. Jo, ist die 15. Du hättest zum Beispiel, wenn, wie schlaue Leute machen dann, wenn ein Pack 8 Stück hat, hättest du jetzt schauen können, wie viel vom zweiten Pack noch übrig ist. Und wenn du einen in der Hand hast und da steht noch einer, dann muss das die 15 sein, weil 2 mal 8 16 ist. Ha? Aber 2 mal 8, das ist schon wieder kleines 1x1 und das ist ein Hater. Das Ich hatte gedacht, ich würde hier sitzen. Ich kann aber nein. Ich kann nicht trinken, weil ich lachen muss. Oder dieses Schmierentheater. So Challenges soll ich mir öfter machen. Ja. Ja, bitte, Rainer. Mach mehr Fress-Challenges. Die 300 Kilo Staffel steht da drüben hinter der Ecke. Hau rein. Ja, du kannst das nächste Mal auch schauen, ob du von Beard Meets Food den Rekord für die meistgegessenen Double Big Macs knackst. Die gibt's aktuell beim Mc's. Ja? Hau rein, Rainer. Hau rein. Dann mache ich hier einen Thread auf, wo wir Wetten abschließen, wann die Bypass-OP kommt.
Entschuldigung, ein bisschen Platz schaffen. Hör auf, dich zu entschuldigen. Wir wissen alle, dass es dir nicht leid tut. Da will ja noch Akte mehr reinpassen. Was ist jetzt los? Hat er sich jetzt in die Hosen geschissen? Er hat ein bisschen so geschaut wie damals, wo er sich in die Hosen geschissen hat. Ich überlege jetzt gerade. 16 müsste das jetzt sein, oder ist das schon die 17? 16. I refer to my previous comment. 2 mal 8 sind 16. In einer Packung sind 8 Stück drin. Wenn du 2 Packungen fertig hast, ist das die Nummer 16. Boah! Ah! Jetzt hat die fast hergespielt. Jetzt hätte die fast hergespielt, ey. Das ist jetzt wirklich. Ich habe mir seinen pH-Scheiß nicht intensiv angeschaut, aber so, das ist. War nur ein Tropfen. Ja, Rainer. Das ist nicht das erste Mal, dass du das gesagt hast. Aber jetzt, ich wollte gerade aufstoßen und genau in dem Moment schütte ich mir das Zeug in den Hals. Ja, das ist halt nicht so schlau, gell? Aber, wurscht. Es muss nein. Nee, mehr davon im Bahn als im Mund. Alter. Das war's aber die 17. 18. Ähm. 1A Entertainment, Rainer. 1A Entertainment. Wisst ihr was? Nehmen wir mal wieder so einen. Anderer Geschmack. Wie gesagt, soll ja nicht langweilig werden. Moment. Ja, hau raus, Rainer. Ich darf so lachen, wenn er jetzt meint, er stößt auf und er speit einfach dahin. Ich habe vorhin noch was mit Kohlensäure getrunken und das will jetzt raus, aber jetzt ist das ganze Aktimel drauf und drückt drauf. Ja, genau so funktioniert das. Das Actimel drückt oben auf die Kohlensäure drauf und drückt die runter. Physiklord. Oder es liegt am Actimel, das kann auch sein. Wohl eher, Rainer. Da entwickeln sich jetzt tödliche Gase. Rainer, das macht's Kraut nicht mehr fett. Ganz ehrlich, ich möchte nicht wissen, wie du riechst. Macht's Kraut nicht fett. Entschuldigung. Und im Übrigen, wir sind jetzt bei 72 Kilokalorien pro Ding. Ja? Und 10,5 Gramm Zucker pro Zeug. Ja? Wissen wir Bescheid. So. Ich muss dazu sagen, ich habe mir 30 als, hatte ich mir 25 als Ziel gesetzt. Und mit dem nächsten Becher hast du fast 200 Gramm Zucker konsumiert. Nur in den letzten 8 Minuten, 9 Minuten. Ja? Ja, es wären 3 mehr als. 200 Gramm Zucker. Ich glaube, das Maximale für einen Erwachsenen empfohlen sind 60 Gramm oder sowas. Also. Extra geschafft hat? Und der hat ja davor noch mal was gegessen. Und er hat was mit Kohlensäure getrunken, was 100%ig wahrscheinlich ein Monster Energy Drink war. Da ist auch nochmal Zucker drin. Ihr könnt es euch ausrechnen. Ja? Der Diabetes lässt grüßen. Und jetzt ist der Witz, jetzt haben wir 30 draus gemacht. Und
Ich persönlich wäre schon froh, oder was heißt froh? Ich wäre schon zufrieden damit, wenn ich einfach Excel übertreffen kann. Sprich, schon 2 mehr oder einer mehr reicht schon. Ja, weil dann bist du unbesiegt. Das wäre wichtig. Und Rainer, das schaffst du easy. Wir alle wissen, dass wahrscheinlich im frühen Kindesalter irgendjemand bei dir auf den Magen diesen Zauberspruch gewirkt hat, den Hermine Granger im letzten Harry Potter Buch auf ihre Tasche gepackt hat, wo sie dann so unendlich viel Scheiße reinpacken kann. Das ist in seinen Magen. Man weiß nicht, wo es hingeht. Aber da kannst du alles reinstopfen. Ganzes Zelt. Alles. Das ist auch, das sind auch die Möglichkeiten, Horcruxe zu zerstören. Ja? Schwert von Gryffindor, Basiliskenzahn, Fiendfire oder Rainer in den Schlund werfen. Boah, ich bin bescheuert, ne? Das wissen wir. So, ich bin jetzt bei 19. Ja, jetzt hast du 11 vor dir. Das Video dauert aber nicht mehr lang. Mach hinne. Dann wäre das hier die 20, 21, 22. Das wäre Excel. Das sind jetzt 3 weniger, als Excel geschafft hat. Ich muss ehrlich sagen, ich hatte eigentlich schon damit gerechnet, dass ich mehr schaffe. Damit hätte ich auch gerechnet, aber du schaust gerade so aus, wie wenn es gleich vor 4 Speiben darfst. Gleich kommt's. Gleich kommt die Fontäne. Wenn der jetzt direkt im Video speibt und das dann so hochlädt, habe ich alles gesehen. Oh. Die Kollegen im Hintergrund lachen gerade schon. Die Kollegen, ja. Da steht ja ein kompletter Fanclub, steht da dort. 300 Mann 80. Die Sache ist die. Die Sache ist die, letzten Endes. Ich bin so ein Mensch. Weiß ich nicht. Ich weiß, wenn ich genug habe. Da ist das Video fast vorbei. Und dann haut er noch mal einen raus. Ich hau mich zusammen. Und er schaut todernst in die Kamera. Ich weiß, wann ich genug habe, sagt der Mann, der sich 2 Footlong Subway Sandwiches in seinen Gully reinschiebt. Und das Ganze mit 5 Monster runterspielt. Der weiß, Rainer, du siehst nicht aus wie ein Mensch, der weiß, wann er genug hat. Jemand, der weiß, wann er genug hat, wiegt nicht eine Vierteltonne. Oh, köstlich. Ich habe ja befürchtet, dass das echt irgendwie jetzt... Aber am Schluss hat er nochmal einen Karlauer geschossen, ey. Und ich schäme mich auch nicht, das zuzugeben. Es sind 3 weniger, als die Excel geschafft hat. Ich habe hier jetzt noch... Ich kann es euch mal kurz in die Kamera halten. Besiegt, Rainer. Besiegt. Das hier wäre der Rest gewesen. Ja, das ist der komplette Rest. Ja, schwache Leistung, Rainer. Ganz schwache Leistung. Aber ganz ehrlich, das ist mir zu viel. Aber man muss auch dazu sagen, Der speibt gleich her. Der speibt sich gleich vor die Fiers. damit steht fest, Excel ist fetter als ich. Nein. Hast du mal geschaut, wer hier oft mal dieses berühmte Hotdog-Wettfressen gewonnen hat? Der Typ, der das am häufigsten gewonnen hat, das ist ein komplett
windiger Krischball-Asiate gewesen, der vielleicht, ich weiß nicht, einen ganz kleinen Bruchteil von deinem Körpergewicht hat. Ja? Hat damit überhaupt nichts zu tun, wie fett du bist. Boah, nee. Echt eine Schande. Ich hatte zumindest auf 25 gehofft, aber ja, große Sprüche klopfen und alles nichts dahinter, das ist ja von mir nichts Neues. Wow. Wow. Ich will das nochmal hören. 20 gehofft, aber ja, große Sprüche klopfen und alles nichts dahinter, das ist ja von mir nichts Neues. Ob man ihn darauf im Stream ansprechen darf? Oder ob man da gebannhammert wird? Man weiß es nicht. Aber ich finde gerade, er fühlt sich gerade ein bisschen verdächtig krass. Ich weiß nicht, was da gerade Phase ist. Vielleicht freut er sich, weil gerade ein bisschen Geldsegen gekommen ist. Weil er Winkler natürlich wieder regelt und er wahrscheinlich für den Ranger deutlich mehr Kohlen bekommen hätte, als er eigentlich dafür bekommen hätte, wenn jetzt dieser Ukraine-Krieg nicht wäre. Und er sich jetzt denkt, ho, hab ich wieder Kohlen auf dem Konto. Keine Ahnung. Vielleicht liegt es auch an dem imaginären Freund und Freunden, die er noch da im Raum drin stehen hat. Alles möglich. Wir werden es wohl wahrscheinlich in einer Woche oder sowas spätestens wissen es. Danke fürs Zuschauen, haut rein, Drache. Dass mal fett kacken geht. Danke für die Info, Rainer. Auf die habe ich noch gewartet. Denn wir wissen alle, wann er zum Scheißen geht, ist die Info, auf die wir alle warten. Das ist auch der Grund, warum die Leute bei ihm Abos abschließen, in Geld spenden und sowas, weil die wollen unbedingt wissen, wann er zum Scheißen geht und wie krass er das Scheißhaus dabei verwüsten wird. Okay, also jetzt hat er 19 von den Dingern gebechert. Das sind allein da drin einfach schon 200 Gramm Zucker gewesen. 200 Gramm Zucker willy-nilly. Und wie gesagt, er hat ja vorher gesagt, er hat vorher was gegessen. Er hat sich Nachschlag geholt. Er hat was Kohlensäurehaltiges getrunken. Wir wissen alle, was das ist, wenn er was Kohlensäurehaltiges trinkt. Er wundert sich, warum er eine Vierteltonne wiegt. Und er behauptet immer wieder, gerade in letzter Zeit wieder sehr häufig, dass er ja abnehmen will. Und dass er sehr darauf achtet, was er isst in der Zwischenzeit. Und dass er sich gesund ernährt. Bitte sehr. Da sind wir. Jemand, den er nicht mag, kann so und so viel Actimels trinken. Dann denkt er sich, kann ich mehr. In diesem Sinne wünsche ich euch eine schöne Restwoche und sagt Metal auf.